Salut zusammen und herzlich willkommen zu der 93. Folge von meinem Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und ja, heute mal nicht so ein schönes Thema, das ich hier gerne im Podcast mit euch möchte ansprechen. Es hat auch einen gewissen Grund, weil es mich in dem Sinn selber betrifft oder dann zumal vor allem selber hätte betroffen. Und zwar Folgendes ist passiert. Gestern habe ich noch ein bisschen Fernsehen geschaut, dann bin ich auch mal auf Netflix und habe irgendwie gesehen, dass ich dort einen Film in meine Merkliste reingehauen. Und dann habe ich so gedacht, habe ich den überhaupt schon mal gesehen? Und dann habe ich schon mal so gelesen, 14 Minuten. Dann habe ich gedacht, okay, ist das nur eine Folge? Also eine einzige Folge? Oder ist das ein Kurzfilm? Oder was ist da genau? Vor allem habe ich nachher noch gesehen, 2022. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich schon mal den Kurzfilm gesehen habe. Und der besagte Kurzfilm heisst «Vergib uns unsere Schuld». Bei «Vergib uns unsere Schuld» geht es in dem Sinn darum, dass Giel, der eine körperliche Behinderung hat, heisst, er hat nur noch ein ganzer Arm, also heisst Oberarm, Unterarm plus noch Tang. Und auf der anderen Seite fehlt ihm Tang. Und irgendwann ist mir das so in den Sinn gekommen, okay, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Jedoch hat mich das nochmal ein bisschen wachgerüttelt, in Form, dass man Folgendes hat angesprochen. Und zwar die Aktion T4, wo tatsächlich, wie sie es dort das letzte Mal geschrieben beim Film, recht in Vergessen geraten ist. Was ist genau die Aktion T4? Dann zumal im Zweiten Weltkrieg hat man bei der Aktion T4, die ist zentralmässig dann zumal in der Tiergartenstrasse 4 gesehen, in Berlin. Und deswegen eben T4 hat man von dort aus nachher in den Weg geleitet, dass jegliche Menschen mit körperlicher Beeinträchtigungen sowie auch geistiger Beeinträchtigungen nicht mehr auf der Erde dürfen sein. Heisst, die einen dürfen weiterleben, weil man dann zumal eben die sogenannte arische Rasse hat wollen. Und da habe ich einfach so gedacht, es ist irgendwo durch recht erschreckend, dass das heute gleich noch bei denen sehr wahrscheinlich verankert ist. Und was wäre heute in dem Sinn, wenn es nochmal kommen würde? Und ich habe auch Kommentare gelesen, eben aufgrund, dass man es ein bisschen falsch hätte dargestellt, finde ich nicht. Klar, was man natürlich beim Film, eben, «Vergib uns unsere Schuld», was man dort in dem Sinn ein bisschen hätte ändern können, wäre ganz klar die Geschichte an sich, die von diesem Giel erzählt. Der Giel, der hat eine Mutter, die eine Lehrerin ist. Die Mutter, die gibt hier gerade Matheunterricht. Und dann wird ganz kurz eben das Thema angesprochen, dass man in dem Sinne als Familie in dieser Welt, wo man momentan eben durchlebt, während dem Zweiten Weltkrieg, durchlebt, dass man dort besser finanziell aufgehoben ist, wenn man eben nicht noch Kosten hat für eine Person mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Was man ganz klar hier muss raussehen, dass es eine sehr schlimme Zeit war. Und natürlich, ich will gar nicht ausser Acht lassen, dass dann zumal auch sehr viele jüdische Menschen sind umgebracht wurden. Gleichzeitig sind auch mehrere Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung umgebracht worden. Es gibt sogar eine Dame, eine Dame hat überlebt, also hat das KZ überlebt, die aufgrund von ihrer Kleinwuchs ebenfalls ins KZ ist gekommen, beziehungsweise auch zum Josef Mengele, dann zumal der Arzt im KZ, wo, wie wir ja wissen, abstruse, heftige Experimente hat durchgeführt. Eben, sie hat auf jeden Fall eben erzählt, was dann zumal ist abgegangen. Es gibt auch eine Reportage bzw. auch eine Dokumentation über die Dame. Könnt ihr sonst mehr gerne mal drauf anklicken. Dann schicke ich euch die auf jeden Fall sehr gerne. Ist einfach auf Englisch. Aber kommen wir nochmal eben zu der Aktion T4. Ja, die Aktion, das Programm, ist auf jeden Fall von Philipp Buhler und dem Karl Brandt organisiert worden.
Und die haben in dem Sinne das Programm in Angriff genommen und haben gesagt, dass man unwertes Leben, also in dem Sinne Leben, das nicht so wertvoll ist für unsere, eben, Anführungsschlusszeichen, arische Rasse, wertvoll ist, dass man die eben eliminieren. Und wie gesagt, es sind hier ganz klar schlechte Bewertungen gekommen, jetzt eben für einen Film, «Vergib uns unsere Schuld». Was ich aber kann verstehen in Form von, dass man dort zuerst auf Drama geht und dann geht es aber mehr Richtung Action. Vor allem, man muss sich im Klaren sein, es sind 14 Minuten, wo gerade mal der Kurzfilm dauert. In 14 Minuten bringst du so ein historisches Ereignis nicht rein. Klar, zuletzt, wo das Handy findet, ich tue nicht spoilern, schaut es gerne selber, wird noch der Text eingeblendet, wo man eben nochmal auf die Aktion T4 hinweisen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich verstehe, dass ein Film nicht so viel Bewertung hat bekommen oder so eine schlechte Bewertung, weil man, wie gesagt, die Story in einem längeren Film hätte müssen thematisieren. Klar, es gibt Bücher. Im Deutschen Historischen Museum gibt es ebenfalls sicher Informationen darüber, was denn genau ist gesehen. Also auch dort wird das nochmal aufgegriffen. Was man natürlich auch ganz klar muss sehen, wie gesagt, in der heutigen Zeit sieht man es ja noch in diesen Ländern, dass Leute mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung versteckt werden. Ja, ich will jetzt nicht gerade nur Thailand sagen, aber viele Orte, wo man den buddhistischen Glauben hat, dort wird ja einem gesagt, dass wenn du eine Person bist mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung, dann musst du im vorherigen Leben eine sehr schlechte Person sein. Deswegen probieren auch deine Familienmitglieder, je nachdem, die zu verstecken. Ja, also ich kann auch sagen, also Videos siehst, je nachdem, von körperlichen Behinderten. Vielleicht ist es heutzutage auch wieder ein bisschen anders, aber wenn du auf Social Media gehst, siehst du dort Leute aus dem buddhistischen Raum oder auch mit buddhistischem Glauben, die eben eine körperliche Beeinträchtigung haben. Also die siehst du mehr im Social Media, eben, wenn sie da halt ein bisschen lustig tanzen. Also in dem Sinn mehr auf Fun, nicht wirklich ernst. Aber die Frage ist, werden die Leute auch gezeigt, wenn man jetzt dort das Land bereist? Heisst für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Thailand würde gehen, in die Ferien, wie viele Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung würde ich dort antreffen und würde ich sie überhaupt antreffen? Das ist einfach so meine These. Wenn du also schon in Thailand bist gesehen oder irgendwo in einem buddhistischen Land, wo der buddhistische Glaube weit verbreitet ist, dann schreib mir sehr, sehr gerne mal einen Kommentar unten als Video, wo du jetzt auch immer das Video schaust, oder mir per Nachricht, wenn du nochmal meinen Podcast hörst. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Kommen wir nochmal zu der Aktion T4. Also nach gewissen Berechnungen gehen wir davon aus, dass zumal 70 bis 100'000 Menschen sind umgebracht worden. Eben körperliche Kranke, geistige beeinträchtigte Menschen, sowie auch psychische natürlich. Psychische Leute kannst du in dem Sinne ja auch nicht brauchen für eine arische Rasse. Aber ich finde es einfach wirklich eine heftige Zeit, vor allem eben mir als Mensch mit körperlicher Beeinträchtigung ist das immer ein bisschen entgangen. Man muss auch sehen, dass das sich irgendwo durch heutzutage wieder ein bisschen bemerkbar macht. Dass zum Beispiel da gewisse Leute von der AfD, Leute, die eben gewisse Beeinträchtigung haben, dass man denen das öffentliche Bildungssystem verwehren will. Das finde ich einfach heftig. Also das finde ich wirklich heftig. Aber ja, habt ihr überhaupt das gewusst? Wie gesagt, ich kann euch gerne hier mehr dazu liefern oder schaut einfach selber gerne mal nach zu der Aktion T4. So, ich würde sagen, um ein bisschen die traurige Schiene ein bisschen aufzuheitern, würden wir heute wieder mal gerne ein Entweder-Oder machen. Habe ich schon lange nicht gemacht. Habe ich wirklich schon lange nicht gemacht. Und es wäre doch wieder mal an der Zeit für ein Entweder-Oder. Also, das ist ein sehr
grusige Frage. Würdest du lieber einen Kuchen mit Senf essen oder einen Burger mit Schokosauce? Ein Kuchen mit Senf. Also das könnte ich mir Ende vorstellen, wenn ein Burger mit Schokosauce. Es ist zwar mal so gesehen, als ich noch in der Lehre war, ich habe ja zu Bern die Lehre gemacht, Ausbildungszentrum, wo gerade noch ein Internat war. Auf jeden Fall eben, habe ich dort meine Ausbildung gemacht. Und ich weiss noch, dass der eine Kollege, der hat gerne gekocht. Und hat dann vom Koch, von der Cafeteria mal so eine, was ist das gesehen? Balsamico, genau. Ein Balsamico bekommen, wo zusätzlich noch Schoki ist drin war. Also so ein Gemisch zwischen Schoki und Balsamico. Und ich weiss noch, ich habe dort ein bisschen auf den Salat drauf da. Und das war so gar nicht mein Geschmack gewesen. Klar, ich bin auch nicht wirklich der Balsamico-Typ. Also mit Balsamico, vor allem eben, wenn es süß ist, bin ich wirklich gar nicht der Typ. Aber nachher noch der Geschmack mit Schoki, das ist ganz komisch gewesen. Klar, ich bin auch nicht der Mensch, der Schoki-Joghurt oder Mokka-Joghurt isst. Überhaupt und gar nicht. Also, vielleicht, wenn mir 10'000 Franken geben würde, dann würde ich vielleicht irgendwie so einen Becher essen. Aber sonst gar nicht. Nein, gar nicht. Einfach der Geschmack, der ist gar nicht meins. Und mich hat eben, als ich das Schoko-Balsamico-Gemisch gegessen, wirklich daran erinnert, an das Schoki-Joghurt oder Mokka-Joghurt. Also deswegen wäre ich schon sehr wahrscheinlich bei Kuchen mit Senf. Weil Kuchen, es kommt immer darauf an, was für ein Kuchen. Es steht nicht genau, was für ein Kuchen. Die Frage ist auch, Kuchen in dem Sinn ein Cake, wie wir es so kennen, wenn wir sagen, ein Kuchen. Deutsche und Österreicher sagen ja einem Kuchen, auch eigentlich dem, wo wir sagen, mehr Torte. Aber ich glaube, ich wäre jetzt da eher, also wenn man so Zitronencake mit Senf würde essen, würde ich das, glaube ich, gar nicht mal so schlimm finden. Klar, es kommt auch darauf an, was für einen Senf. Ob Königensenf oder ganz normalen Senf. Also ich glaube, ich würde eher auf Kuchen mit Senf gehen. Ich würde eher auf Kuchen mit Senf gehen. Aber dann müsste es wirklich eher Cake sein. Also jetzt so in einer Torte, so wenn man sich vorstellt, dass anstatt eben so das Cremige, also Quark oder irgendwie Zuckerglasur, nachher Senf drauf ist, hätte ich glaube schon wieder mehr Probleme. Aber Kuchen mit Senf, also eben Cake mit Senf, schon eher. Oder so einen Marmorkuchen vielleicht, würde ich auch noch sehen. Aber sonst, was vielleicht sich noch gut würde eignen, wäre ein Bananenkuchen mit Senf. Weil Bananen, je nachdem, was du für Bananen verwendest, also wenn es noch nicht so reif sind, dann haben sie ja nicht gerade so einen süßlichen Geschmack. Also könnte es dort in dem Sinn auch sein. Ich hoffe, du hast dir jetzt nicht gerade schon übergeben, während du das siehst oder hörst. Ich wäre auf jeden Fall eher bei Kuchen mit Senf. Machen wir noch eine. Okay, die ist sehr, sehr grusig. Noch grusiger werden die vorherige. Würdest du lieber nach Schweiß schmecken oder aus dem Mund stinken? Würde ich lieber nach Schweiß schmecken oder aus dem Mund stinken? Also, man sagt ja, Schweiß, je nachdem, zieht die eine oder andere Person auch an. Also, es ist nicht immer schlimm. Ich hatte früher eine sehr schlimme Ausdünstung, vor allem während der Pubertät und nachher später, weil ich nie gewusst, wie ich das in dem Sinn wegbringe. Meine Arbeitskollegen haben mich gehasst dafür, meine Chefin auch. Also dort bin ich wirklich schlimm gewesen. Bis mir meine Chefin nachher einen guten Tipp hat gegeben, dass ich, wenn ich am Morgen dusche, gerade anschliessend das Deo brauche. Weil, ja, die meisten Männer, vielleicht bist du auch davon betroffen, wir tun einfach zwischendurch einfach mal Deo brauchen. Das habe ich dann zumal auch gemacht, einfach wenn es geschmeckt hat, habe ich Deo gebraucht, aber das hilft nicht. Das Ding ist natürlich, wenn du gerade nach dem Duschen das Deo brauchen, sind deine Poren offen und ja, klar, ob das nachher gesund ist. Aber ich würde eher nach Schweiß schmecken, weil weder aus dem Mund stinken. Aus dem Mund stinken, jeder, der aus dem Mund stinkt, das ist je nachdem ein ganz anderer Geruch, ein sehr dezent, heftiger Geruch. Vor allem Leute, die viel Alkohol trinken, bei denen merkst du es sehr, sehr krass. Oder eben Leute, die eine sehr schlechte Mundhygiene haben, bei denen merkst du es auch sehr. Oder Leute, die viel Knoblauch essen. Nein, also ich würde eher nach Schweiß schmecken.
Ich werde dann nach Schweiz schmecken. Vor allem, ich muss auch zugeben, ich habe öfters, als ich noch den einen oder anderen Typ datet, habe ich mir immer müssen sagen, für mich ist es eher typisch Mann, wenn man seinen eigenen Körpergeruch hat, als wenn er da plötzlich irgendwie wie ein Importparfümerie schmeckt. Also wenn er da noch jegliche süßliche Düftchen hat angemacht. Ich hatte zwar auch mal ein Parfüm gehabt, Paco Rabanne ist das, glaube ich, habe es glaube auch hier schon erzählt. Paco Rabanne, weil es mir dann die eine Kollegin hat angeboten, beziehungsweise empfohlen, weil ich dann dachte, ja, ich könnte ja auch mal ein Parfüm ausprobieren. Und klar, ich kann das dann, als ich auch im Ausgang war, als ich auch noch im Ausgang bin, und dann dachte ich, ja komm, aufreißen und so. Nein, das ist so wirklich die Zeit, wo du könntest sagen, ach du Scheiße, bin ich dann noch unreif gewesen. Auch wenn ich heutzutage Leute sehe, wie sie sich ready machen für Party und da noch sagen, das ist für mich irgendwo durch einfach nicht so, ja, wie mir die Männer in dem Sinne schmecken, aber ja. Idem. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie noch männerfeindlich oder plötzlich Männer auf mich hetzen. Schmeckt wie ihr wollt, in meinen Augen. Schmeckt einfach nicht so, wie ihr daheim lebt. Weil ich glaube, bei vielen Menschen merkt man auch so, wie sie daheim leben, anhand so, wie sie nachher schmecken. Ja. Und ich habe dann wirklich scheiße gelebt. Ich würde sagen, das wäre es schon wieder gesehen für die heutige Folge, meine Damen und Herren. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet. Wie immer gilt, abonniert meinen Kanal, folgt mir gerne überall. Wow, das reimt sich schon fast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Zwergschnauze.